Also die Frage der Gottesbeweise hat sich schon in der Antike gestellt. Die Leute haben immer wieder versucht, Gott zu beweisen. Und da gibt es zum Beispiel den kosmologischen Beweis, also aufgrund des Universums, dass man sagt, so ein Universum kann nicht von alleine entstehen, also es braucht einen Urheber. Und dieser Urheber, das muss Gott sein. Dann gibt es den Kausalitätsbeweis, dass man sagt, alles, was wir in dieser Welt sehen, hat eine Ursache, eine letzte Ursache. Dann muss auch diese Welt eine letzte Ursache haben, und das ist Gott. Und so laufen viele Beweise, ich will die nicht alle aufführen. Und die Frage ist jetzt, wenn man von Gottes Beweisen spricht, wird in den meisten Fällen, was ich gelesen habe, oberflächlich damit umgegangen. Nämlich, Gott in seiner ganzen Fülle ist nicht beweisbar. Gar nicht. In seiner Fülle. In seiner Fülle ist Gott nicht beweisbar. Und das sagt uns Gott selbst im Buch Jesaja 55, da heißt es, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Also die Gedanken Gottes sind so hoch, dass wir sie nicht ermessen können. Und wenn wir 1000 Jahre die Bibel lesen würden, hätten wir noch längst nicht alles ergründet. Damit hätten wir auch Gott nicht ergründet. Und damit ist richtig, Gott kann man in seiner Fülle nicht beweisen. Aber jetzt können wir etwas anderes. Mit Hilfe der Naturgesetze, mit Hilfe also harter Beweise, können wir Aspekte Gottes beweisen. Nämlich, wir können seine Existenz beweisen. Ganz 100%. Die Existenz Gottes ist durch Naturgesetze beweisbar. Aber wie gesagt, die Existenz. Und in meinem Buch über die Information habe ich gezeigt, dass man auch die Allwissenheit Gottes beweisen kann. Mit Hilfe der Naturgesetze der Information. Also ich kann beweisen, schlüssig kann man nicht widerlegen, ist ein harter Beweis, dass Gott allwissend sein muss aufgrund der Information, die wir in den Zellen finden. Muss ich jetzt hier nicht erklären, das kann man in dem Buch nachlesen, aber wie gesagt, das geht. Man kann auch nachweisen durch harten Beweis sein ewiges Wesen. Ich habe mich immer gewundert, warum das steht im Römerbrief, dass wir erkennen können sein ewiges Wesen aus der Schöpfung. Habe ich nie begriffen. Bis ich selbst durch Forschung rausfand, mit Hilfe der Information können wir sein ewiges Wesen beweisen. Und zwar in harter Form. Auch die Allmacht Gottes können wir beweisen. Also immer einzelne Aspekte Gottes können wir beweisen. Damit ist sehr viel gewonnen.